Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir haben uns in der letzten Folge ziemlich dumm angestellt, mega viel Geo verloren, gegen den Dungeon-Verteidiger verloren. Aber in dieser Folge wird es anders sein, denn wir werden jetzt am Dungeon-Verteidiger oder am weißen Verteidiger, wie er sich jetzt gerade momentan nennt, eins ins Viertel treten. Ich persönlich würde sagen, wir nehmen hier mal eine komplett neue Kombination mit, außer der schnelle Hieb, weil der mir halt ziemlich viel zusätzlichen Schaden zubringt. Jetzt ist halt die Frage, nehmen wir Zeichen des Stolzes mit? Oder irgendetwas anderes. Ich würde jetzt mal sagen, wir probieren es jetzt mal noch in dieser Kombination, sonst haben wir ja immer noch die Möglichkeit, nochmal uns wechseln gehen, weil sonst würde ich mal eine andere Kombination benutzen, nämlich Schwarmblut und Joni Segen, weil dann haben wir ziemlich viel Leben am Start, aber dann weiss ich nicht, ob ich dann überhaupt, wo sich selbstständig nachfühlt, aber dann weiss ich halt nicht, ob wir dann genug Schaden können überhaupt austeilen. So, mit diesen zwei Sachen sind wir schon ziemlich gut dran, weil so kann ich Abstand von ihm heben und gleichzeitig auch ziemlich schnell und viel Schaden auf ihn auswirken. Jetzt ist halt die Frage, was nehme ich noch als zusätzliches mit? Weil wir müssen uns ja eigentlich noch irgendwie besser verteidigen gegen ihn. Die Frage ist, ob ich von Anfang an ein bisschen mehr Leben mitnehme und wir müssen einfach schauen, dass wir auf dem Weg nicht allzu sehr Schaden kassieren, oder ob ich sage, hey, ich nehme noch etwas komplett anderes mit. Gute Frage, schwere Frage. Der Traumschild würde uns halt auch nicht allzu viel bringen. Wir hätten hier ja nochmal einen neuen bekommen, zwar eine unzerbrechliche erhöhte Gesundheit des Trägers. Wie viel erhöht sich das eigentlich? Hä? Ist schon gar nicht passiert? Hä? 2, 4, 6, 8 und mit dem habe ich 2, 4, 6, 8, 10. Wenn wir so stehen mal mitnehmen, dass ich wirklich mehr Leben am Start habe. Dass ich wirklich einen Treffer mehr aushalten kann. Das wäre halt mal noch etwas, oder? Das andere, was ich halt überlegt habe, ist, ob wir noch Schnellfokus mitnehmen oder irgendetwas in die Richtung, damit wir uns schneller an Leben anfüllen können. Was halt die Frage ist, ob ich... Ja, ich würde fast schon lieber sagen, komm, ich probiere mal das hier aus. Nein, da habe ich zu viel mit dabei. He? Gut, der Seelenfänger wäre einfach gut, weil wir dann wirklich sehr viele Seelen regenerieren. Und der würde uns ja nochmal 2 kosten. Das heisst, wir müssen halt wirklich schauen. Ich würde sagen, wir probieren das einmal. Wäre ihr auch dieser Meinung? Also, let's go. So, das richtige drücken, jawohl. Dann teleportieren wir uns direkt mal zu unserem Dungeon-Verteidiger. So haben wir 2 Leben mehr am Start und gleichzeitig... Genau, 28 fehlen uns noch, 28 Essenzen. Und gleichzeitig haben wir jetzt wirklich guten Schaden, uns gute Seelen anfüllen. Und jetzt liegt der Rest nur noch an meinem Spielskill. Und herauszufinden, wenn er die Steinmauern macht. Gunda! Gerade am Anfang, direkt. So, jetzt kann ich schön auf Abstand bleiben. Zack. Ja, das ist... Gerade zweimal hintereinander hat er das eingesetzt. Dass er jetzt genau auf mich tüpft, ja genau. Jetzt kommen wieder die Steinteiler. Jetzt bin ich aber gut. Okay. Okay. So, macht wieder zu einem Gumpibölle. Unsere Chance Leben anfüllen. Egal. Jetzt, genau, jetzt tut er das wieder. Wir füllen unser Leben an. Okay, das wieder. Jetzt setzt es gerade momentan ziemlich viel ein. So. Wir versuchen Leben anfüllen, so gut wie möglich. Nice. Ah, mühsam. Okay, das haben wir gut können. Jetzt habe ich, glaube ich, langsam geschnallt, wenn er das jemand einsetzt. Okay. Okay, jetzt schön allem ausweichen. Nein, jetzt habe ich gehofft, ich schaffe es gerade noch ausweichen. So, wir sind... Kunda! Es tönt so, als wären wir jetzt im zweiten Teil von dem Ganzen. Nein, okay. Okay, dass er mich jetzt getroffen hat, aber wir haben uns nicht schlecht geschlagen. Also er ist schon komplett durchgedreht. Ich würde sagen, wir brauchen jetzt wirklich noch 1, 2 Anläufe, dann bringen wir das gut an. Das hat er auch die Steinteile so viel eingesetzt. Die Löli-Idee. So. Seine letzte Stunde haben geschlagen. Let's go.
Leider, ich liebe den Kampf allein nur schon wegen dem Ruf. Makunda! Hä, wieso sind die plötzlich so nah? Das... Gut, jetzt haut er mir gerade... Jetzt heizt er mir gerade tierisch ein. Die Runde sieht schon mal ein bisschen scheiterer aus. Was macht er jetzt? Bitte nicht auf mich, bitte nicht auf mich! So, wir füllen gemütlich Leben an, so gut wie möglich. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, er macht einen auf Gumpiböllen. Zieht zum... Hä? Ah, Mann! Es sieht jetzt schon wieder irgendwie scheiter aus. Ach, er setzt das gerade momentan mega viel ein. Wieso? Ah! Komm, egal, gerade nochmal in den Kampf. Das macht das mega... Er setzt momentan immer mega viel die Steinzüge und ich weiß nicht genau warum. Ich weiß nicht genau warum, die Nudeln. Die nudeln die, so. Let's go, gerade nochmal. Wir werden ihn besiegen. Ich weiß das, ich spüre das. Ja, jetzt taucht... Jetzt mal... Jetzt geht er mir dafür anders auf den Keks. Ja, jetzt... Ich fühle mich ein bisschen verarscht von ihm. Jetzt taucht er die ganze Zeit runter. Also, du kannst... Er hat irgendwie einfach keinen richtigen Ablauf von Angriff. Also es ist immer so unterschiedlich. Zuerst fängt er an, die ganze Zeit die Steine schiessen, dann fängt er an, die ganze Zeit umeinander tauchen. Es ist mega unterschiedlich. Also der Kampf ist so individuell. Ich kann das Wort gar nicht aussprechen. Das ist schon fast nicht normal. So, jetzt taucht er wieder ab. Genau. So, jetzt macht er einen auf Gumpiböllen. Da konnte ich nicht ausweichen. Ah, Mann! Geschafft. Ich denke, ich schaffe noch ausweichen. Okay, jetzt schießt er wieder da. Jetzt haben wir Gumpiböllen-Alarm. Eigentlich kann ich... Wow! So! Wie hat er mich jetzt getroffen? Ich bin voll auf Abstand. Jetzt taucht rein, taucht drauf, taucht rein, taucht drauf. Im Moment habe ich eigentlich praktisch fast auch keine Chance, irgendwie auszuweichen. Als würde er eigentlich erkennen, was ich genau für Fähigkeiten einsetzen. Ja, genau! Der Typ ist so krass, Mann! Einfach stehen bleiben ist, glaube ich, fast das Beste, was ich gerade machen kann in dem Moment. Leben anfüllen. So. Okay. Komm, geh weg von mir! Jetzt müssen wir Glück haben, jawohl! Gunda! Das heisst, wir sind in der nächsten Phase gelandet. Ja, das ist so klar, dass er jetzt genau dort auftaucht, wo ich wieder muss sein. Und Leben anfüllen. Das hat er gerade erkannt. Gerade abtaucht so. Nein, nein, das machen wir nicht. So. Nein, oh! Noch ein Leben, komm jetzt! Nein! Oh Mann! Mann! So ein Saftrad, wirklich! Das kann sich nicht sein, der Typ. Ich habe das Gefühl, der sieht voraus, wie ich am Kämpfen bin, dass der genau checkt. Jetzt macht er das, jetzt macht er das. Es ist so schlimm.
Es ist so schlimm. So, let's go. Gib mir deinen Weckruf. Ich muss mir das wirklich als Handy-Klingelton speichern, wenn irgendjemand blöd anläutet. So, jetzt macht er einen auf Gumpibülle. Ah, mühsam. Mühsam. Ja, das war klar gewesen, komm. Ja, jetzt ist er gerade wieder im Vorteil gegenüber mir. Jetzt ist er ganz am Umeinander tauchen. Ja, es ist so klar, dass er genau tüpft. So, er macht einen auf Gumpiböllen. Stacheln kommen. Glück, Glück, komm bitte. So. Ah, Mann! Zweimal Baga hintereinander. Also jedes Mal, jetzt muss ich mir merken, jedes Mal, wenn er Baga sagt, haut er eigentlich die Teiler gegenüber. So, let's go, nochmal. Wir werden ihn jetzt besiegen. Ich werde jetzt so lange dranbleiben, bis wir eins auf den Keks gehauen haben. Mich wundert es, wie lange oder wie viele Anläufe ich brauche, um zu checken, was er genau macht und wie er es macht. Aber ich glaube, den kannst du nicht voraus beachten. Also die anderen haben schon immer voraus gewusst, was sie genau machen. Bei ihm geht das jetzt irgendwie einfach nicht wirklich. Genau, jetzt taucht er auf, taucht er runter. Jetzt macht er das gleiche gerade nochmal. Baga. Okay. Jetzt hat er wieder in mich reinkumpen. Ja. Also das Mal war er ziemlich heftiger als sonst auch schon. Jetzt hat er ja wirklich sehr schnell angegriffen. Mann, let's go, nochmal. Hey, ich hoffe, ich bringe das irgendwie an, wenn ich mir da schon so 100 Anläufe brauche. Ich hoffe, ich bringe das irgendwie an. Gunda! So. Alle ab. Dass er mich noch getroffen hat. Ja, da kommt ein dummer Moment zum Leben anfüllen. Ja, jetzt macht er den Baga. Er füllt das Leben an, das können wir nicht zulassen. So, ich habe einfach auch keine Seelen am Start, um irgendetwas nachzufüllen. Also, ist klar, ist so klar, dass er genau mich tüpft jetzt. Jetzt kommen hier die Steinchen. Oh. So, da weichen wir jetzt hauptsächlich... Oh nein! Also nach dem Böllen schlägt er jedes Mal ab und macht nochmal so einen Steinangriff. Okay. Also bis jetzt sind wir zweimal ziemlich weit gekommen, wo ich behaupte, hätten wir ihn fast besiegt. Aber die restlichen Male bis jetzt sind nicht so der absolute Hit gewesen. Darum, let's go! Okay, das mal macht er den Angriff. Wieso macht er das als erstes? Normalerweise schießt er doch. Hä? Das mal macht er wieder komplett andere Angriff. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach wirklich nicht. Das hat er jetzt komplett wieder anders angegriffen als bei den anderen Malen. Es ist so unterschiedlich. Ich habe noch nie einen Kampf gehabt, wo ich nicht einfach auswendig lernen, wie ich gegen den Gegner vorgehen muss. Das ist unglaublich. Unglaublich. Das Mal schiesst er wieder seine Bölleli 100 Mal. Jetzt hat er wieder so seinen Bölleli-Alarm. Okay. Okay. Also immer wenn er Job macht, geht er im Boden rein, genau so. So, ich
gedacht, ich lasse meine Seele mal an ihm aus. Okay. Gumpiböllen-Alarm. So. Mit ein bisschen Glück, jawohl. Haben wir können Leben anfüllen. Gut. Okay. Er hat gesehen, ich viel Leben noch. Das hat er nicht so lustig gefunden, wie es aussieht. Gunda, wir sind in der nächsten Phase und ich bin total am Viertel, weil ich kein Leben habe. Versuche jetzt da... Ach, das ist so eine Saftratte. Ich komme Krisen über. Aber langsam, irgendwann schaffen wir das. Irgendwann schaffen wir das. Irgendwann schaffen wir das. Mehr als ablosen können wir nicht. Ich bin mich auch die ganze Zeit am fragen, ob da vielleicht andere Talismanen auch noch besser wären. Ich habe gar keine Chance mehr ausweichen, wenn du so lange am Boden unten bleibst, du elende Saftratte. So klar gewesen. Fühlt sich das Leben an, das können wir nicht zulassen. So. Das ist aber wirklich sehr gut gemacht. Fühlt sich Leben an, ja nicht? Ich hoffe, ich komme noch genug schnell weg. Boah, man! Und vorbei. Ach, Jägel. Ich bin wirklich am Überlegen, ob da vielleicht eine andere Strategie besser wäre. Ich bin wirklich am Überlegen, ob da vielleicht etwas anderes besser wäre. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob Schnellfokus uns mehr bringen würde. Um schneller unser... Komm, ich probiere es jetzt einmal, weil die ganze Zeit jetzt mit dieser Kombination weiter zu versuchen, ist einfach irgendwie ein Scheiter. Also ich bin gerade langsam am Ende, weil ich es irgendwie nicht anbekomme. Darum würde ich sagen, tut mir das vielleicht auch mal gut, ganz kurz mal schnell etwas anderes auszuprobieren. Und dann würde ich mal behaupten, dann sollten wir das eigentlich anbekommen. Ich werde jetzt so lange wirklich weitermachen, bis ich den besiegt habe. Wenn mir das auch auf eine gewisse Art und Weise wirklich ziemlich wichtig ist, jetzt einfach mal die Essenzen beieinander haben. Komm, abfahren da. Abfahren. Er hat mich nicht... Lass mich durch. Löli, du. So. Vielleicht liegt es auch wirklich dran. Also ich habe immer das Gefühl, sobald ich Leben versuche nachzufüllen, benutzt er verschiedene Attacken. Also versucht dafür zu sorgen, dass ich nicht schaffe, Leben nachzufüllen. Und gleichzeitig habe ich aber dann auch andere... Also ich habe immer das Gefühl, der Typ ist gescheiter, als man denkt. Eher so in die Richtung gesagt. So, wir nehmen unseren langen Nagel mit. Und was ich jetzt dafür nicht mitnehme, ist der schnelle Fokus. So. Und jetzt versuchen wir es mal so rum. Weil so habe ich die Möglichkeit, schneller mein Leben anfüllen. Klar haben wir 2 Leben weniger. Aber, let's go. Gar nicht viel dazu zu sagen, außer dass ich das jetzt irgendwie hinbekomme. Ich will das jetzt einfach irgendwie hinbekommen. So. Let's go, Makunda! Mal schauen, ob wir es so anbringen. Okay, das hat er direkt mit dem angefangen. Ja, aber mit dem langen Nagel bin ich nicht genug weit von ihm entfernt. So. So. Ah Mann, ich hab gedacht, ich schaff's noch ausweichen. Ja, jetzt wollten wir auf den Page. Jetzt wollten wir gegen den Keks gehen. Solo. Da bin ich gerade böse getroffen worden. So.
Ah! Jetzt macht wieder Gummiböllen-Alarm. Ich habe eigentlich in meinen Augen schnell genug gedrückt, um davor zu kommen. Mann! Wow, das war aber ein schöner Treffer von ihm. Nach dem Gummiböllen wird er wahrscheinlich wieder da. Genau. So. Mann! Jetzt macht er wieder Gummiböllen-Alarm. Und nach dem Gummiböllen wird er wieder. Genau. Ja, Makunda! Lass einfach mich in Ruhe, musst nicht unter mir auftauchen, der Rest ist mir gleich. Ja, ich hab's genau gewusst. Jetzt fängt er mir an gegen den Strich zu gehen. So, jetzt macht er Böllenalarm, das heisst, er schlägt als nächstes im Boden. Okay. Mann, Mann! Er wird versuchen aufzutauchen unter mir, ja. Ich darf mich nicht mehr treffen, lass noch einen Treffer und ich bin am Viertel. So. Ausser wir schaffen es da irgendwie schnell. Genau. Voilà. Okay, okay. Gut, das ist dumm gelaufen. Mann! Mann! Aber wir sind nicht schlecht dran gewesen. Wir sind nicht schlecht dran gewesen. Ich würde sagen, das war nämlich auch noch eine gute Idee mit dem Schnellfokus. Darum würde ich jetzt mal sagen, wir probieren es jetzt gerade nochmal. Jetzt langsam hat er im Griff. Aber ganz langsam. Aber wirklich ganz langsam. Gunda! Ich sehe schon wieder die Niederlage, darum... Obaga, fertig. Okay, Mann, hey. Ich einfach also zuerst schauen, was er macht, wenn er direkt runtertaucht. Nein, er schießt direkt zuerst los. Gummiböllen. Dann gehen wir da schnell einmal rauf, dann kommt er wieder rauf. Obaga hat jetzt nicht erwartet. Genau, ja. Ja, das ist klar, dass ich das treffen muss. Okay. Ich kann gar nicht mehr ausweichen, du Drecksack, du. Wie hat er mich jetzt getroffen? Gute Frage. Böllenalarm. Ja! Gummiböllenalarm, ich gehe einfach in die Ecke rauf. Genau, jetzt kommt er wieder raus, dann kommen die Bömbeli. Ich fülle das Leben an. So. Gut, er dreht durch. Ich versuche mir aber noch schnell das Leben anfüllen. Okay. Oh, hey! Hey! Jetzt gibt er Vollgas, jetzt ist es vorbei. Jetzt hat er so Vollgas gegen den Schluss. Ach, aber wir haben uns gut gehebt bis zum Schluss. Wir haben uns wirklich gut gehebt. Also, nächster Versuch. Ich bin dann sowieso am Überlegen, dass mir das nicht böse genommen wird. Ich glaube, ich werde den Kampf dann einfach zusammenschneiden. Ich werde dann irgendwie 200 Versuche haben und dann gleichzeitig werde ich dann versuchen, wahrscheinlich dann einfach den Kampf zusammenschneiden. So ein paar kleine Details rauszuschneiden und gleichzeitig dann einfach den letzten Fight, wenn ich am Gewinnen bin, gegen ihn reinzutun. Ich glaube, das ist nicht so spannend, mir da bei 1000 Mal beim Verlieren zuzuschauen. Kommt der Böllenalarm. So weit rauf kann er nicht kumpen, das heisst für mich bleibt oben. Er macht's, dass er mich noch getroffen hat. Ich glaub's fast nicht. So. Komm an. Ja, das mit dir noch ein bisschen Glück gehört aber auch noch dazu, dass ich nicht getroffen werde. So, Gummiböllenalarm.
Ah! Ja, Bagger und tot. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. So. Nochmal. Ach, ich werde nicht aufhören, bis er tot ist. Ich werde nicht aufhören, bis er tot ist, die kleine Made. Ich werde sowas von nicht aufhören, bis er tot ist. So, zuerst abwarten, schauen, was er als erstes macht. Gut, er schießt zuerst, das heisst... Das ist einfach nur gemein jetzt gerade gewesen. So, wenn er mich jetzt getroffen hat, ist auch gerade fragwürdig wieder mal. Glück, Glück, kein Glück. So, nur nachfüllen, einfach nachfüllen. Okay. Und jetzt! Kumpibellenalarm. Wir verstecken uns im Ecken oben. Danach direkt neben ihm. Gut, das hat er extra gemacht im Maden. Wir versuchen Leben nachfüllen. Und Kobaga tot. Ich kenne langsam dem seine Sprüche auswendig. Nice, aber langsam kommt es besser. Es kommt immer besser und besser. So, nochmal. Let's go. So. Gunda! So, mach direkt jetzt Kumpibellenalarm. Ja, von mir aus, Kobaga. So, noch Yellow. Okay, der ist übel gewesen, der Treffer. Ah! Komm. Kumpibellenalarm. Gunda! Nice, das heisst nächste Phase. Okay, wir versuchen Leben anfüllen. Oh! Nice! Mein Gott! Nach über einer halben Stunde haben wir dem Saftsack Eis auf den Käse gegeben. Nimm Abschied von deiner Kollegen, denn wir haben es geschafft. Oh mein Gott! Ich habe schon langsam daran zweifelt, dass wir das irgendwie jemals werden anbekommen. Mein König, ich glaube an euch. Ich glaube an Heilandsnest. Eurem Königreich widme ich meine Kraft. Komme ich jetzt aber noch mehr Essenzen über, oder? Hä? Wie viele Essenzen habe ich jetzt? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Die wollen mich doch jetzt verarschen. Ich bin davon ausgegangen, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich ihn nochmal besiege, ist er nochmal schwieriger gewesen. Was passiert jetzt? Wahrscheinlich one-hittet er mich jetzt, oder? Nein, jetzt komme ich 3 Schaden über. Hä? Also egal. Egal. Also hat die ganze Sache uns einfach gar nichts gebracht. Ich komme keine weiteren Essenzen von ihm über, egal wie viel Mal ich ihn besiege. Ich habe eigentlich erwartet, dass wir nochmals gegen ihn kämpfen können.
dass wir nochmal Essenzen werden erhalten, aber wie es aussieht, ist das doch nicht der Fall. Ich kann es gar nicht glauben. Also ist die ganze Folge und die ganze Aufwand und der ganze Nervenkitzel und die Nerven einfach für nichts gewesen. Ich hätte meine Zeit wirklich auch noch mit etwas anderes verschwenden können. Lieber mit 500 Versuchen in der Arena oder sonst irgendetwas, weil das, wie es aussieht, einfach gar nichts gebracht hat. Ach, du heilige Scheiße. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, außer das ist jetzt wirklich gerade fast schon unglaublich. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ach du Heilige. Ja, aber an dieser Stelle würde ich sonst mal sagen, dann hat der ganze Aufwand und alles drum und dran uns wirklich eigentlich gar nichts gebracht. Wir haben jetzt den Weisse Ritter auch auf einer schwierigeren Stufe erledigt, haben dafür einen Haufen an Zeit verschwendet und so weiter. Aber ich hoffe, es hat trotzdem Spass gemacht beim Zuschauen. Ich danke euch viel mal fürs Einschalten, für eure totale Unterstützung. Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, um die Hollow Knight mit eurem Schweizer. Danke vielmals und ciao!